Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich, Sie jetzt um 24 Uhr, das heißt 0 Uhr oder zu Geisterstunde, wie es Ihnen lieber passt, begrüßen zu dürfen. Mit diesem beinahe historischen Nachrichtenbulletin beginnt für Radio DRS der durchgehende 24-stündige Sendebetrieb. Auf das neue Nachrichtenbulletin um Mitternacht folgt jeweils das leicht präsentierte Unterhaltungsmusikprogramm DRS Nachtclub bis um 6 Uhr. Das ist Radio Retro. Ein Ohr voll aus dem Archivschatz von der SRG. Am 1. März 1981 ist es soweit. Angekündigt vom Nachrichtensprecher Rico Herold sendet Radio DRS ab jetzt rund um die Uhr. Einer der Auslöser ist der Roger Schawinski mit seinem Piratensender Radio 24, der seit 1979 aus Italien gesendet hat. Die SRG hat jetzt die Fürsche machen. Zuerst im September 1980 hat es für 6 Tage ein drittes Programm gegeben. Ein Experiment mit dem Namen DRS Extra. Und als definitive Neuerung dann eben Schweizer Radio, DRS 1 und 2, Nachtclub. Am Mikrofon Roger Thirier. Und Marion Preuss. Ja, das ist eben wahrscheinlich schon falsch. Was sollte falsch sein? Du, man muss einfach denken, jetzt sind wir sehr hier im öffentlichen Interesse und wir beirren jetzt wahrscheinlich die Presse. Wieso? Du, wir zerstören doch denen ihr Weltbild. Jetzt, seit DRS Extra verkünden die alle, das Radio lässt ums Verborgen keine einzige Frau aufkommen. Ja, aber darum hast du auch gesagt, es wäre gut, eine Frau würde die erste Nachtsendung präsentieren. Ja, schon, aber das habe ich mir zu wenig überlegt. Du kannst dir ja vorstellen, was jetzt am Montag heisst in den Zeitungen. Ja, schon. Alibi-Frau im Nachtclub. Ja, wahrscheinlich. Aber wir probieren es trotzdem. Übrigens, wir haben eine ganz schöne Platte am Anfang und die DRS Extra gelost haben, die wissen jetzt schon, was kommt. Birdland mit Manhattan Transfer. Und bereits in der ersten Nachtclub-Sendung ist also das Thema angetönt worden, das schon beim Experiment DRS Extra medial zu reden gegeben hat. Der Frauenanteil in der Moderation. Das hat sicher auch mit dem zu tun, dass die Frauenbewegung zu dieser Zeit besonders aktiv war.